Wir werden heute Abend darüber reden, wie kann Gott ein neues Feuer in uns anzünden. Und was ich mega schätze, wenn ich zum Glauben komme an Jesus mit 18, ist nicht so, dass Jesus ein bisschen Kosmetik macht, ein bisschen Make-up, Pflästerli, verbinden oder sagt, hey, I pimp my new lifestyle, oder willst du die Sache optimieren. Wenn Jesus ins Leben kommt, wird sich das um 180 Grad komplett verändern. Du bist nicht mehr die gleiche Person in deinem Leben. Ich bin teils einverstanden mit dem. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich habe mein Leben lang grundsätzlich von Jesus gewusst. Und ich bin getrieben von dem, dass ich irgendwie die Anerkennung brauche von anderen Menschen. Vielleicht hockst du da und überlegst dir, vielleicht hast du eine halbe Stunde gebraucht, um dich umzuziehen. Und dann denkst du, das wäre eigentlich schon noch cool, wenn die Leute sehen, was ich für einen nice Fit habe. Vielleicht hast du die Haare schön gemacht, was auch immer. Und das war für mich meine Identität. Ich habe jahrelang für das gelebt. Ich habe mir überlegt, was könnten die im Youth denken von mir? Was könnten die an meiner Arbeitsstelle denken? Und bin von dem geplagt gewesen, fast bis vor 2 Jahren. Es hat sogar so Auswirkungen gehabt, dass ich, meine Mami könnte das bezeugen, dass ich mehrere Züge verpasst habe, weil ich nicht gewusst habe, wie ich mich anlegen soll. Du musst dir das mal vorstellen, das ist richtig krank. Und ich habe wirklich alles dem untergeordnet, um zu überlegen, was denken die Leute über mich? Ist es gut so, wie ich es mache? Hat vielleicht der Pastor Freude an meiner Arbeit? Hat meine Kollegen Freude, ob ich ein guter Kollege bin? Und Jesus hat mir das mit einmal weggenommen. Ich habe eine Begegnung gehabt und er gesagt, es ist mir eigentlich scheißegal, wie du aussiehst. Es ist mir eigentlich scheißegal, ob gross, klein, dick, dünn, was auch immer. Was ich will, ist dein Herz. Und das kannst du jetzt entscheiden, zum Hergeben oder nicht. Du kannst dich jeden Tag entscheiden, aber mach es doch genug früh. Und das ist mir passiert. Ich bin seit 2 Jahren, es interessiert mich nicht mehr gross, was andere von mir denken. Mir ist wichtig, was mein Vater von mir denkt. Und ich wollte eigentlich nur hören, gut hast du gemacht, mein Sohn. Ich kann dir all das mitgeben. Ich bin stolz auf dich. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich sagen. Schöner Pulli. Gleichfalls. Gleiche Marke. Hey, schau, ich habe einfach gemerkt, wenn ich Jesus dort anstellen will, wo ich darauf hinlaufe. Jesus ist für mich so ein Kompass. Ein Kompass, wo ich sage, wo genau gehe ich durch? Ja, etwa so in die Richtung, halt auf Jesus ausgerichtet. Dann habe ich gemerkt, ja, Scheiße, dann passiert es früher oder später, dass ich zu diesen Christen gehöre, oder? Das wollte ich einfach wirklich nicht wollen. Wirklich nicht. Ich bin schon im Theologiestudium gsi, weil ich gewusst habe, der Jesus, der fasziniert mich. Auf den wollte ich ausgerichtet durchs Leben gehen. Und trotzdem, ohne Scheiß, ich habe es nicht übers Herz gebracht, um zu sagen, ich bin Christ. Weil ich einfach so unglaublich tief verletzt war von allen Leuten, die ich kenne. Ich dachte, Christen sind entweder langweilig oder verurteilend oder fake, aber es gibt nichts anderes als diese 3 Gruppen. Und ich habe einfach gemerkt, wie Jesus zu mir sagt, schau es nochmal an, weil das geht nicht ganz auf, wenn du nur mir glaubst, aber nicht meiner Family. Ich bin aufgewachsen und habe recht früh mich für Jesus entschieden und habe ihn angefangen kennenzulernen. Und mich hat fasziniert, dass Jesus heilig ist. Und 2 Sachen haben mich an dem fasziniert. Einerseits ist heilig bedeutet, er ist so rein, reine Liebe. Und auf der anderen Seite ist für mich heilig auch, er ist das Gegenteil von harmlos. Und ich habe geliebt, die Geschichte und auch je näher, dass man Jesus kommt oder Gott kommt, kommt das Heilige und es kann eben auch gefährlich sein. Und so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, jetzt brennt etwas oder jetzt könnte es wirklich crazy verändert werden, wenn ich Jesus nachfolge, hat mich irgendwie fasziniert. Jesus ist heilig. Come on!
So, wenn ich jetzt würde uns fragen, was ist deine Geschichte, was hast du erlebt, was ist deine, sag jetzt mal, Story, hat jeder von uns etwas mitgebracht. Die einen sind fromm aufgewachsen, die einen sind religiös aufgewachsen, die einen sind liberal aufgewachsen, die einen sind irgendwie aufgewachsen. Und wir alle in unserer Geschichte. Und ich liebe, dass Gott in uns immer wieder möchte das Feuer anzünden. Ich möchte in einem Bibeltext bleiben und dann gehen wir in die Apostelgeschichte. In Matthäus 3, Vers 11 in der Bibel, da schlage ich auf. Da sagt Johannes der Täufer, wo Jesus tauft, sagt, Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wenn du charismatisch aufgewachsen bist, denkst du, wow, come on, Holy Spirit and Fire! Und aus der FG denkst du, okay, komm oben runter, sondern es sind einfach zwei Wörter. Aber das bedeutet theologisch ganz zum einfach erklären, der Johannes der Täufer sagt, du wirst tauft mit Wasser. Das bedeutet, all deine Sünden und all deine Fehler sind dir vergeben. Und wenn du mit dem Heiligen Geist tauft wirst, bedeutet das, dass alle Geistesgaben von Zungenrede, von Heilung, von Prophetie und auch Früchte vom Heiligen Geist, von Frieden, von Freude, von Geduld, all das wirst du tauft. Und die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Und das Feuer bedeutet, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, dass Gott immer wieder Sachen in unserem Leben will reinigen. Und ich liebe das Bild, weil Feuer hat eine ganz interessante Eigenschaft. Jetzt gehen sie nicht weg, würde ich auch. Weil ich habe eine Begabung zum Feuerlen. Feuer, so. Hoppla, 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 hoppla. Also, wenn du tauft bist mit dem Feuer, Feuer tut Sachen wegbrennen, oder? Also alles, was nicht Feuerbestand hat, wird wegbrennt. Und dann kannst du gerne den Bunsenbrenner rein tun. Aber Feuer ist auch etwas, dass das, was Bestand hat, wird erhitzt, wird gereinigt. Wie Gold tut man im Feuerofen, vom Schmelzofen reinigen. Das heisst, Gott tut Sachen wegbrennen. Er bei der Janice, beim Joel und bei den Sachen wegbrennt und bei mir sowieso, darum ist es so klein. Ja, ich wäre grösser gedacht, aber es hat abgefackelt, oder? Aber er tut auch Sachen in mir hineinlegen. Und dann sagt der Johannes mit anderen Worten, wenn du nicht gläubig bist, wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, wird Gott das Feuer eines Tages brauchen und er wird dich abfackeln. Und das ist jetzt dein Leben und irgendwann wird das brennen und es brennt so wunderschön. Achtung. Und alles, was bleibt in deinem Leben, ist nichts. Und das finde ich ein krasses Bild. Also wenn Jesus nicht in dir wohnt und du stirbst, ist nichts da. Und das ist eine krasse Botschaft. Es gibt eine gute Botschaft, dann gibt es auch eine schlechte Botschaft. Wenn wir über Gnade reden, du hast nicht verdient, gibt es auch ein Gericht. Und ich finde es mega, mega krass. Ich habe mit 17 zum ersten Mal gehört, wie der Heilige Geist zu mir sagt, öffne dein Herz für Jesus. Und ich kann nicht wollen. Weißt du so, ich habe Angst gehabt, was denken meine Freunde? Menschenfurcht ist ein riesen Problem. Was denkt dein Freund, deine Mutter, dein Vater, dein Kollege, dein Hund, deine Katze, dein Papagei, was auch immer? Menschenfurcht ist kein guter Ratgeber. Und ich habe mit 18 dann entschieden, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Es hat mein Leben nicht ein bisschen auf den Kopf gestellt, sondern um 180 Grad. Und Johannes sagt, du wirst mit dem Geist Gottes tauft, aber auch mit dem Feuer, das du reinigen und wiederherstellen. Ich möchte 2 Gedanken mit euch scheren. Das Feuer reinigt mich von meinem Ego. Wir alle haben ein Ego. Ich habe auch ein Ego. Du kommst zum Glauben. Du hast die Welt verloren, aber die Welt ist in dir. Das Volk von Gott hat Ägypten verloren, aber Ägypten hat sie nicht verloren. Das heisst, ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, wo Johannes sagt, wir werden den Heiligen Geist mit Feuer taufen, da kommt die Stelle, wo der Geist Gottes kommt in Apostel 2, Vers 1. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. In dem Kontext musst du wissen, Jesus stirbt und versteht, begegnet 500 Menschen. Man sagt, im Raum sind 120 Menschen gewesen. Und meine Frage ist, wo sind die anderen 380 Menschen? Ist es nicht krass, dass du manchmal ein Wunder lebst? Jesus macht einen Blinden sehen, dann Laban gehen, der Lazarus wird gesund. Und dann, wenn es darauf ankommt, sind statt 500 sind nur 120 Menschen, die warten. Und wenn du in deinem Leben Wunder wirst sehen, Durchbruch, in allen Facetten ist meine Frage, was ist dein Raum, wo du wartest? In was für einem Raum wartest du für die Wunder von dem Gott im Himmel? Weil Wunder geschehen dort, wo Frauen und Männer glauben, wo Frauen und Männer Platz geben, dass Gottes Möglichkeiten konkret Realität werden. Ich
möchte eine Geschichte erzählen. Sie ist spooky, sie ist weird, aber es ist eine wahre Geschichte. Der Ruth Graham, die Frau von Billy Graham, vielleicht kennst du Billy Graham, beide sind schon im Himmel, ein Upgrade bekommen. Der Billy Graham hat Stadien gefüllt around the world, hat zu Millionen von Menschen gepredigt, sind Millionen von Menschen zum Glauben gekommen. Und in jedem starken Mann steht eine starke Frau. Oder umgekehrt auch. Die Ruth Graham ist Single und hat nur einen Wunsch. Gott, ich möchte als eine Märtyrerin für dich sterben. Das wäre für mich das Größte. Ich möchte nicht heiraten, sondern ich möchte für dich sterben. Wer freut die Begabung? Hand hoch. Just kidding. Wer will die Begabung? Just kidding. Durch ganz spezielle Umstände muss sie den Billy Graham heiraten. Und eines Tages sagt sie, Gott, ich verstehe dich nicht. Wieso habe ich heiraten? Ich will doch als eine Märtyrerin für dich sterben. Aber warum habe ich einen Mann geheiratet? Und Gott hat gesagt, der Billy Graham ist so oft unterwegs auf Reisen. Und weil er so oft weg ist, wirst du schrittweise ganz langsam sterben. Und die Geschichte ist spooky, I know. Aber sie hat mit anderen Worten gesagt, und Gott hat gesagt, schau, das alte Fleisch, unser altes Ego, unsere alte Eifersucht muss in uns sterben, muss in uns wegbrennen, damit die Wunder Gottes durch unserem Leben sichtbar werden für andere Frauen und Männer. Wenn Johannes sagt, du wirst mit dem Feuer getauft, sagt er nichts anderes, und ich erkläre das euch an dem Beispiel, dass Gott nimmt das Feuer und irgendwann fackelt Gott das richtig ab, oder? Ich habe das so gern bei Feuerli. So, Gott fackelt Sachen ab in deinem Leben, Eifersucht, Stolz, Rechthaberei, deine Sucht, was auch immer das ist, fackelt das so krass ab. Und wenn Gott Sachen abbrennt, was ich cool finde, dann kommt der Jesus in uns durch. In voller Fülle. Hast du das Bild? Und wenn Jesus durchdrückt, fängt Jesus das Leben komplett an zu verändern. 3 Stories, wie Jesus euer Leben verändert hat und wie Sachen wegbrennt hat. Was hat Jesus bei dir wegbrennt, Janice? Ich weiss, es sind viele Sachen. Mega viele Sachen. Amen. Ja, Jesus hat viel zu tun gehabt bei mir. Es wäre so viel einfacher gewesen, um einfach weglaufen von der Kirche, von all diesen mühsamen, verurteilenden Christen und zu sagen, I am done. Ich habe genug gesehen, ich habe genug gelebt, ich brauche es nicht. Und so viele Leute treffen auch die Entscheidung. Aber ich habe wie gemerkt, Gott ruft mich und sagt, bleib in der Kirche, halt es aus. Und ich muss ehrlich sein, ich habe es fast nicht ausgehalten, aber ich habe es ausgehalten. Ich bin jeden Samstagabend damals noch Youth Planner im Youth gsi. Ich habe versucht, die Gemeinschaft mit euch auszuhalten, mit dir, Pede. Das ist mir ein Pleasure. Wir haben uns dort kennengelernt, viele andere Leute, die da sind. Und es hat so weh getan, mich immer wieder verletzlich zu machen, meinem Misstrauen immer wieder in die Augen zu schauen und auch ehrlich gesagt meinem Stolz. Und ich das Gefühl hatte, ich werde nie so ein verurteilender Christ, ich werde nie so ein langweiliger Christ. Und Gott hat wie all diese Sachen aufgezeigt und beleuchtet. Und ich bin so dankbar, habe ich die Eier gehabt, um zu sagen, ich bleibe. Ich bin so dankbar, habe ich Gott gehabt, der gesagt hat, schau, es tut brutal weh, aber schau dem mit den Augen und bleib da. Und Gott hat so viel Verurteilung von meinem Herz weggebrannt, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich kenne alle Christen, ich kenne alle, ich weiß genau, wie sie sind. Ich habe so viel Vergebung müssen und dürfen erleben. Und jeder, der schon mal vergeben hat, weiss, das ist etwas vom Schwierigsten. Aber das, was Gott in meinem Herz weggebrannt hat, das hat erst meine Augen dafür öffnen, für was für unglaublich wunderbare Menschen eigentlich da in der Church sind. Dass Kirche heilig sein kann, dass Kirche voller Leben und Freude und Abenteuer sein kann,
Ich hätte mir das nie vorstellen können. Wirklich nicht. Und ich bin so froh, hat Gott mich in diesen Prozess gerufen und gesagt, halt's aus, schau den Schmerz an und lass mich das wegbrennen, was nicht heilig ist. Come on. Oh. Nice, Janice. Come on. Du hast gesagt, Gott hat Sachen aufgedeckt. Gott hat auch bei mir eine Vision gegeben, nach jahrelanger Freundschaft in einer Freundesgruppe, wo wir lange unterwegs waren. Und er hat mir irgendwann gesagt, bist du sicher, dass du mit diesen Freunden den Lauf vollenden willst? Es war eine gute Freundesgruppe, es sind gute Leute mit den falschen Absichten. Ich habe gesagt, wir haben das im Youth Planet kennengelernt. Wir sind viel nach dem Youth Planet irgendwo saufen, sind noch in den Ausgang, haben sehr viele dumme Sachen gemacht. Und irgendwann hat Gott gesagt, willst du nicht mehr von dem Leben? Willst du nicht irgendwie sehen, was ich für dich parat habe? Du kannst schon in den Youth Planet gehen und nachher saufen gehen. Du kannst schon irgendwelche Frauen anmachen, aber das ist nicht das, was ich für dich geplant habe. Und ich habe wirklich in dem Youth Planet Freunde fürs Leben entdeckt. Wir sind 6 beste Kollegen bis heute. Und wir pflegen den intensiven Umgang miteinander. Wir schleifen uns. Und das ist nur etwas, was Gott hat im Herz machen und sagen, hey, schau, entscheide dich für dich und dann geh Vollgas. Das ist dein Entscheid. Come on. Come on. Ich habe als Kind und als Teenager so einen Einsatz gehabt, ich will nie normal werden. Normal hat mich gekillt. Wirklich. Ich habe gewusst, wenn ich einmal normal bin, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Es ist nichts wert. Das war meine Einstellung. Das Problem ist, das Leben lässt einem nicht immer rausstechen. Aber Position ist mir so wichtig, können ausgezeichnet sein, können an erster Stelle stehen, können rausstechen aus einer Masse raus. Es ist mir so wichtig, dass es so schwer war für mich, wenn es mal eben nicht so war. Und ich bin in eine riesige Krise hineingekommen. Bis Gott gesagt hat, Joel, für mich kommt es im Fall null darauf an, welche Position das du hast. Egal, an welcher Stelle du stehst, wenn du an zweiter Stelle bist oder an erster Stelle, wenn du hinten anstehst, ich kann im Fall genau gleich viel tun durch dich. Und jetzt musst du entscheiden, für was du lebst. Dass ich ein Werk tun kann, egal an welcher Position das du bist, oder dass du deinen Stolz befriedigen kannst und rausstechen. Ich musste mich entscheiden, habe mich zum Glück entschieden, meinen Stolz abzulegen und zu sagen, gut, ich lasse das los. Hauptsache ich diene dir, das ist mir wichtiger. Come on. Wow, come on. Verstehst du, wenn der Johannes der Täufer sagt, ich möchte das ganz kurz in der Geschichte erklären, ihr werdet getauft mit Wasser, das heisst, eure Sünden sind euch vergeben. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes und du bist ein Sohn Gottes, ein Hero Gottes. Und jetzt sagt die Bibel, ihr werdet mit dem Heiligen Geist tauft. Das sagt, Gott gibt der Janice Geistesgaben, die sie nicht natürlich hat. Er gibt dir beide Geistesgaben, die nicht natürlich sind, und dir Joel gibt auch Geistesgaben, die nicht natürlich sind. All das Paket hat Gott gemacht, er hat unsere Sünden vergeben. Wir alle sind Söhne und Töchter Gottes. Wir haben alle eine Geistesgabe und Fähigkeiten. Und jetzt sagt aber Gott, es gibt im Leben von der Janice, vom Betty, vom Joel und von mir gibt es Themen, die funktionieren nicht so. Da stehen wir Gott wie in einem Weg. Also wenn Gott uns Sachen wegbrennt, sagt nicht Gott, ich bin so interessiert, dich zu plagen. Oh mein Gott, ich plage dich so lange, bis du geplagt bist. Gott sagt, es sind Themen, die müssen weggebrennt werden. Und du merkst, es ist kein Zorn Gottes, es ist nicht der böse Gott, der Polizist Gott, sondern es ist eigentlich der aberliebende Vater, der sagt, ich bin so froh, dass Janice das ablegen kann, weil ganz ehrlich, wir sind doch einfach keine komischen Sachen. Also du schon? Ja, ich schon. Verstehst du, was ich meine? Und es ist so krass, wie die Themen wegbrennt werden. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, der Paulus in der Bibel, was für ein Weg er gegangen ist. Also die ersten Jünger haben gewartet im Raum, dass der Heilige Geist fällt mit dem Feuer. Und ich möchte euch zeigen, ganz konkret, was hat der Paulus für einen Weg gegangen? Ein Mann, der krasse Kirchengeschichte geschrieben hat. Er sagt in Philipper, Kapitel 3, Vers 4 bis 6, sagt der Paulus, ich bin im Fall der Größte von allen. Der Paulus ist von jemand so verrückt gemacht worden. Wer kennt das, wenn dich jemand so verrückt macht, sagst, du hast gar keine Ahnung. Ich komme nicht aus dem Aargau, ich bin ein Zürcher. Das Thurgau lasse ich heute weg. So, kennst du das? Und jemand sagt, du sagst, du hast gar keine Ahnung, was ich alles mache. Ich mache das und das und das. Der Paulus ist voll auf dem falschen Fuß
berührt worden. Und jetzt acht mal, was der Paulus sagt, und das ist spooky. Ich wurde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamme Benjamin. Von Geburt an bin ich ein Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern der Gruppe, die am strengsten darauf achten, Gottes Gesetze aufgehalten wird. Ich setze mich mit großer Eifer für Gott ein und folge deshalb sogar die Christgemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfülle, was? Ich. Der Mann hat das Ich-Problem. Also wenn der Paulus, unser Päuli, unser Säuli, schon ein Ich-Problem hat und Gott braucht ihn, was macht Gott beim Paulus? Er brennt das Ich, mir und mein weg. Er sagt in einem anderen Brief, ein paar Jahre später, im 1. Korinther 15, Vers 9, hey, sorry, about ich bin voll bloß ein Apostel. Ich bin der unbedeutendste unter Aposteln. Das heisst, die Apostel sind die 12 Jünger von Jesus, hat man Apostel genannt. Und Gott beruft den Paulus auch zum Apostel. Und er sagt, von allen Aposteln gibt es 13. Okay, ich bin der Kleinste, aber ich habe die Gemeinde verfolgt. Merkst du, ich bin der Größte. Hey Church, ich bin Apostel, ihr seid es nicht. Kennst du Menschen, die sagen, ich bin da und du bist da? Fühlt sich nicht geil an, aber es ist so. Epheser 3, Vers 8 sagt der Paulus, ich bin im Fall der geringste von uns allen Christen. Jetzt merkst du, es ist bei uns angekommen. Ausgerechnet ich, der geringste unter allen Christen, darf den anderen Völkern verkündigen, welches unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereitet. Du merkst schon, ich bin der Größte. Hey, ich bin voll Apostel, ihr nicht? Es tut mir mega leid, ich bin voll einer wie ihr. Und dann sagt der Paulus, Jahr später, in Galater 1, Vers 15, er sagt mal, Gott brennt weg, Gott brennt weg, Gott brennt weg und Gott brennt weg. Und er sagt plötzlich, aber Gott hat mich durch seine Gnade. Er sagt nicht mehr, ich bin der Krasseste, ich bin ein Apostel, ich bin einer, der sagt, wenn ich ehrlich bin, wenn ich euch alle anschaue, ohne Gnade von Gott, würde es mich nicht geben. Und Gott hat mich bei Geburt bestimmt, ihm zu dienen, was auch immer kommt. Ich möchte euch Mut machen, wenn der Paulus, ein Mann Gottes, wo Heilige bewirkt hat, Gesunde, Blinde sind gesund geworden, nicht Gesunde sind krank geworden, die Kranken sind gesund geworden, er kann ein Schweißtuch auf die Kranken werfen, sind geheilt worden. Wenn ein Paulus die Kurve gemacht hat, von arrogant bis zu Demut, merkst du, Gott brennt bei uns allen Themen weg. Bevor wir zu den 3 Statements kommen, heisst in der ersten Kirche, in der Apostelgeschichte, und ich lese es euch vor, in Kapitel 2, Vers 3, zugleich sahen sie, wie ein züngelndes Feuer sich über jeden einzelnen von ihnen niederließ. Das heißt, wenn das Feuer Gottes auf dich fällt, werden Themen verbrennt, aber auch Begabungen werden vorgekützelt. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich spooky finde, aber es ist so, und dann werden wir die 3 Storys hören. Ich habe eine Konferenz predigt vor 2 Wochen in Stuttgart. Und mir schreibt ein Kollege und sagt, hey, ich kann mit dir zusammen preachen. Wir sind vom Flyer, du redest und ich rede. Ich habe schon lange mal mit dir preachen. Und ich habe mega Freude. Ich fahre auf der Stuttgart, eine Leadership-Konferenz. Und ich sehe, wie im Schedule, es gibt 2 Predigten und beide mache ich. Ich denke, ja, vielleicht haben die Deutschen etwas verwechselt. Oder denke, wir brauchen mehr Schweizer. I don't know. Kommen an, treffen und sagen, du, jetzt habe ich eine Frage. Es gibt 2 Sessions, ich rede beide. Ich meine, du redest auch. Er wird kreidebleich und sagt, hey, sie haben mich eingeladen als ein Worship-Leader. Aber ich bin ein Preacher. Sie haben es verwechselt. Und sie gesagt, ich muss die Worship leiten für 800 Leute und ich kann nicht einmal Kumbaya, my Lord, singen. Und zum Glück habe ich meine Frau mitgenommen. Wir sind 5 Stunden gefahren. Sie kann Piano spielen. Ich habe gesagt, Schatz, lass mich nicht hängen. Und sie wird Worship leiten. Aber wir sind kein Worship-Leiter, ich bin ein Preacher. Und ich sage, wow, krass. Du hast dich so gefreut, mit mir zusammen zu preachen. Und ich werde alles machen. Und ich sage zu ihm, wow, ganz ehrlich. Und ich habe schon bei der Predigt nachgedacht über das Feuer und gesagt, oh, wenn ich ganz ehrlich bin. Gott hat das Feuer bei dir angezündet.
Gott will bei dir Sachen wegbrennen und er hat es überhaupt nicht lustig gefunden. Und ich habe so gesagt, hey, das ist kein Zufall. Gott will dich demütigen. Sagt er, du hast so recht. Hey. Ich kann es nicht ertragen, heute nicht zu predigen. Und ich muss dir zweimal zulassen. Ich habe gesagt, oh, ich weiss nicht, was sein Thema ist. Ich sehe nicht in die Herzen rein. Aber ich glaube, Gott fackelt das Zeug heute ab bei dir. Dann habe ich preached und du kennst mich provoziert. Ich habe gesagt, oh, das war meine Preaching. Und by the way, ich habe noch mal eine. Und er hat es nicht lustig gefunden. Wenn Gott in deinem Leben dich in eine Situation bringt, um dich zu demütigen, ist nicht, dass Gott dich bloßstellt. Es kann Menschenfurcht sein, Stolz, Zorn, was auch immer sie so Gott sagt. Das hat keinen Platz für die Salbung, die Gott vorhat. Die ersten Jünger hatten Menschenfurcht gehabt. Sie sind alle davon gesäckelt bei der Kreuzigung. Und wenn der Heilige Geist auf sie fällt, ist Menschenfurcht kein Thema mehr. Sie haben predigt in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die ganze Welt. Und Gott wird nicht aufhören, Sachen in unserem Leben kunstvoll, liebevoll, aber penetrant abzufackeln, damit das Echte durchkommt. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken, dann hören wir die Storys. Das Feuer empfacht eine Leidenschaft für Gottes Werk. Apostelgeschichte 2, Vers 13, ich liebe den Bibelvers. Einige aber spotteten, die haben doch viel zu viel gesoffen. Also wenn der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt, sagt der Paulus, ich kann nicht mehr aufhören, das Evangelium zu verkündigen. Es ist ein Feuer, eine Kraft in mir. Wer kann mich stoppen? Wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, du bist so on fire für die Sache von dem Gott im Himmel, weil all die Themen von Menschenfurcht hat Gott in unserem Leben wegbrennt. Und du hörst 3 Storys von Leidenschaft, Passion und Energie. Ich bin so froh, was Gott alles weggebrannt hat. Meine Story mit der Kirche, ich hätte nicht gedacht, dass sie noch so enden darf. Aber ich bin heute angestellt und ich habe so eine Scheissfreude, einfach Kirche bauen. Wirklich, ich sage euch, meine grösste Passion, meine grösste Leidenschaft ist da sein, die Kirche bauen, das ICF bauen mit diesen Pappnasen da. Es ist wirklich eine tiefe Freude. Ich kann so das Heiligtum erkennen. Ich kann erkennen, den Jesus, den ich schon so lange und so ehrlich liebe und kenne, dass er überall sichtbar ist in diesen Kirchen. Dass das Liebevolle, das eben Wegbrennende, das Respektvolle, das Ehrende, das Herausfordernde, all diese Sachen, die ich schon von Gott kennt habe, dass es genauso Realität ist in seinem Haus. Weil das Fundament ist Jesus Christus. Und das kann und wird niemand wegnehmen. Und ich werde mein Leben lang Kirche bauen, egal was alles noch für Storys kommen. Und ich hätte mir vor einem Jahr nicht vorstellen, das zu sagen, weil ich einfach weiss, dass Jesus der ist, der seine Kirche baut. Und wir dürfen uns einfach einhängen und Teil davon sein. Mit unserer Schuld, mit unserer Leidenschaft, mit unserer Liebe. Gott ist gut, genug gnädig, dass wir sein heiliges Haus bauen können. Come on. Woo! Super. Ich habe euch vorher erzählt von meinen besten Kollegen. Und ich durfte erleben, was es bedeutet, wenn du eine richtige Männerfreundschaft hast, wo die Leute dich wirklich schleifen, was ihnen egal ist, was du für ein Gefühl gerade hast, sondern dass sie tief gehen können und sagen, du bist ein Mann nach dem Herz von Gott, du musst alles geben, dass du dorthin kommst. Und Gott hat mir eine Vision gegeben, Militär, nachdem ich sehr viel mit Leuten reden, mit Männern reden. Und ich habe irgendwie gecheckt, hey, die Probleme, die ihr habt, für etwas haben wir einen Gott, der euch die Antworten gibt. Und keiner von ihnen hat es irgendwie gecheckt. Alle haben ihre Identität, alle haben ihre Probleme irgendwo in der Welt gesucht. Und ich habe gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Und an einem Abend, als ich im Bett war und überlegt habe, was könnte man dagegen machen, gibt Gott mir eine Vision und sagt, es gibt eine riesige Pandemie auf dieser Welt. Und das ist die Abwesenheit von Vätern. Das ist die Abwesenheit von Männlichkeit in Familie. Und dann habe ich gesagt, schau, ich will, dass du dort einstehst. Du musst dein Ego hinter dir lassen.
Du musst wie eben alles von dir abbrennen lassen. Du musst auf mich vertrauen. Ich bin retour nach dem Militär und habe damals dem Youth Pastor gesagt, hey, ich möchte gerne etwas in der Männerarbeit machen. Gibt es da etwas? Er hat gesagt, ja, das ist ein Scherbenhaufen, da läuft nicht viel. Und das war jetzt vor knapp 2-3 Jahren. Und wir haben das angefangen aufzubauen. Wir haben angefangen zu investieren im Mann und haben gesagt, schau, wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen zusammenkommen und es geht um unser Herz und wir müssen Sachen wegbrennen lassen. Und ab dem Moment haben wir gemerkt, wie es fruchtet. Wie es mehr Leute gibt, mehr Männer gibt, die aufstehen und sagen, mal, ich möchte mich in der Kirche engagieren. Mal, ich möchte an meinem Arbeitsplatz irgendetwas machen, das zum Besseren dient. Ich möchte mich Gott unterordnen. Und mit diesem Verständnis möchte ich jeden Tag neu aufstehen. Und wenn du jetzt eine Frau bist, dann mach genau das Gleiche. Investiere in deine Small Group. Weil ich habe gemerkt, die Kraft, die du hast von Jesus, er hat uns unterschiedlich gemacht, aber geeint in dem, dass wir nach seinem Herzen streben. Und darum ist es so wichtig für mich zu checken, hey, unabhängig von dem, was die Leute über mich denken, unabhängig von all dem sage ich, schau auf den Vater, pack deine Jungs mit und geh. Und ich wünsche mir, dass es noch viel grösser wird. Noch viel mehr Männer dürfen aufstehen. Und das ist erst der Anfang. Wir kommen für eine Men's Conference, Leo. Das wär so schön, aber es ist halt auch schon cool, wenn 2 und 3 zusammenkommen. Und such dir eine Small Group. Das ist mein Aufruf an dich. Das ist Leidenschaft. Als ich als Teenager über mein Leben ausgesagt habe, wenn ich nicht ausstich, ist mein Leben nichts wert. Kannst du dir vorstellen, was reinkommt in so ein Leben? Du stichst nicht immer raus und man fühlt, sein Leben ist nicht wert. In meinem Kopf haben sich angefangen, Suizidgedanken einzuschleichen, die wirklich viel Raum eingenommen haben. Ich habe angefangen, mich selber zu ritzen, mich ablehnen, mein Leben. Wir stichen zu wenig raus, also bin ich auch nicht wert. Als ich aber das Gott angegeben habe und Gott hat angefangen wegzubrennen, ist etwas Neues angefangen zu erscheinen. Und plötzlich, an einem ganz normalen Gottesdienst, den ich nicht erwartet habe, sagt jemand, ich habe den Eindruck, Gott will Menschen von suizidalen Gedanken befreien. Ich habe ein Gebet gemacht und seitdem keine Suizidgedanken mehr gehabt. Und ich habe gemerkt, wenn ich bereit bin und schnell, es kommt für Gott nicht darauf an, welcher Position dass ich bin, er kann immer viel tun, qualifiziere ich mich plötzlich auch für geistliche Leiterschaft. Wie Jesus sagt, wer der grösste Diener ist, wer der kleinste ist, der kann leiten. Und ich habe gemerkt, es ist zu einer Leidenschaft geworden und ich bin bereit, ja Jesus, du kannst mich überall anstellen. Und das war entscheidend, weil als ich dann angefangen habe, im ICF habe ich das Angebot bekommen, ich darf im 20s Worship leiten, das sind 20 Leute, vor 20 Leuten Worship leiten. In der gleichen Zeit ist aber auch die Anfrage gekommen, hey, du kannst am grössten Jugendanlass in der Schweiz Worship leiten. Ich habe gemerkt, hey, Gott führt mich in das hinein. Ich gehe nicht mehr für die Position. Ich muss da sein, bin berufen für die 20 Leute, bin jeden Samstag am Worship leiten gewesen, Schritt für Schritt. Und so ist das gewachsen, was heute da ist. Weil Gott mich gelehrt hat, folg nicht Anerkennung, folg nicht Position. Vertrau mir, ich kann überall, wo du bist, etwas machen. Zum Glück kann ich Gott dort das wegbrennen lassen. Amen. Danke, Bro. Herr. Jesus will kommen, wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und du merkst, es brennt Sachen weg, weil die sind nicht gut für uns, sind Geschichten, sind Stories, um das Feuer zu bringen, weil Feuer entzündet aber auch eine Leidenschaft, etwas Positives. Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib das irgendwo auf, in dein Journal oder in dein Handy, in den Notizen.
Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen. Komm mal vorbei. Absolut. Komm mal vorbei. Und komm uns Heu sagen. Dir schnell die Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 Uhr geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. Uhr in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.